Ja, zuerst mal Servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal Janker Filmschmiede. Und heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es um den Uwe. Der ist heute bei mir Gast und auch mein Mitglied. Und jetzt wollen wir mal wissen, wo kommt der Uwe eigentlich her? Du kommst da aus wie heißt das? Wittgen? Nein, Wittmund, Helmut, Wittmund. Wittmund, ja, das ist Witt, das ist die Farbe weiß. Und auf Plattdeutsch Witt. Und der Mund, brauche ich nicht groß erklären, ist halt so, du weißt, gewisse Ortschaften macht man sich einen Gedanken, warum heißt es so? Es ist so, Wittmund. Ich würde auf Hochdeutsch würde ich sagen Weißmaul, aber ich glaube, Wittmund klingt besser. Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Ortschaft bei Wittmund und die nennt sich Blersum. Blersum. Okay. Und wie kam es eigentlich dazu, oder wie verschlägt es dir eigentlich auf Bayern? Hat das irgendeinen Grund? Wie verschlägst du mal auf Bayern? Ja, Helmut, äh, es ist so, ich sage mir immer, im Leben, es ist so im Leben, läuft alles anders und zweitens, wie man denkt. Und ganz ehrlich, wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, ich werde irgendwann mal hier bei dir auf der sogenannten weißen Couch sitzen und wir machen ein Interview, dann hätte ich gesagt, Leute, ihr habt einen Vogel. Nein, wie kommt man hierher? Es sind gewisse Umstände gewesen in meinem Leben. Aufzählen, wenn ich da anfange, müssen wir einen Zehnteiler machen, das wollen wir ja nicht. Äh, Ich habe mir gedacht, jetzt gehst du mal auf Bayern, Süddeutschland, schaust du mal, wie es ausschaut mit Arbeit und so weiter. Und dann ja, habe ich mir gedacht, einfach probieren. Angefangen bin ich in Burghausen und durch mein Hobby, Musik, du weißt, ist natürlich auch der Kontakt entstanden durch viele, viele Leute. Und dann bin ich in Ruhpolding gelandet. Und Ruhpolding, muss ich immer wieder sagen, ist so ein gewisser Anlaufspunkt für mich. Bis heute noch ist Ruhpolding immer für mich so eine Art Anlaufstation. Okay, Ruppolding ist eine schöne Ecke, Bayern allgemein. Und ja, wenn der Friese nach Bayern kommt und dann trifft man sich durch Zufall. Der ganze Zufall war nämlich deswegen, weil ich war 2015 in der Reha wegen meiner Hüfte als Patient. Und der Uwe macht da jeden Donnerstag, oder? Donnerstag? Tut er da nämlich Da bin ich der DJ, genau. Und wir haben uns ja da, ja, kennenlernen kann man ja die nicht sagen. DJ Uwe übrigens. Ja, DJ Uwe, genau. Ja, kennenlernen, sage ich jetzt mal, wir hatten Smalltalk, ja, und so wie es halt bei vielen ist, die kommen auf mich zu und hör mal zu, hast du mal Zeit, eventuell ein Geburtstag, eventuell dies. Meist, Helmut, es hat ja nichts mit dir persönlich zu tun, aber meist ist es so, da bleibt es noch bei. Man hört dann nichts mehr. Aber bei dir war es anders. Das Telefon klingelt. Wer ist dran? Der Herr Janker. War nämlich ganz einfach. Ich habe meinen 50. Geburtstag gefeiert, habe normal eine gute Band, die wollte ich eigentlich einladen, aber dann wurde der Schlagzeuger krank und dann ist das Ganze gekippt worden. Ja, und dann haben wir gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann fiel mir ein, 2015 war ja in der Reha, ich muss unbedingt einen Kontakt herstellen mit dem Uwe. Ich habe fast nicht mehr gewusst, wie der genau heißt, aber dann ist mir wieder eingefallen, DJ Uwe. Und habe dann natürlich den Wirt angerufen, wo er immer auflegt. Und dann habe ich den Uwe angerufen, ob er bei mir am 50., zu meinem 50. auflegen würde. Und somit ist das Ganze eigentlich entstanden. Und jetzt kennen wir uns mittlerweile, ja, seit 2015. Das ist das dritte Jahr jetzt, ne? Genau, und es war eine mega geile Party. Und hat so Spaß gemacht, oder? Oh ja, die Party, die war schon heftig. Für das, ich weiß nicht, was waren 50, 60 Leute, was hast du da gehabt? Ich glaube schon, so um den Dreh war es. Aber die Stimmung, als wenn es 500 gesessen hätten da. Und ja, der Abend ist mir bis heute immer noch gut in Erinnerung, weil der war ja auch nicht um 12 Uhr Schluss, sondern ich glaube 4 Uhr war es, glaube ich, morgens. Ne? 4 Uhr waren wir die Letzten. Das war schon ein Grund mit, dass diese Party schon lange bei mir im Hinterkopf, die ist da gespeichert, also die ist bis heute noch gespeichert. Genau. Und so wie es der Uwe natürlich mit jedem macht. Wir haben uns ja, 2 Wochen vorher zusammengesessen. Und dann habe ich mir meine Musikwünsche, das haben wir alles so auf einen Ordner sortiert. 80er Partymusik, die wo man immer hören kann.
Und dann hat er mir Vorschläge gemacht, bis wir da so 200 Titel ungefähr rauspickt haben. Und dann, so macht das überall woanders da. Wenn er irgendeinen Auftritt kriegt als DJ, dann läuft es da glaube ich nicht anders da, oder? Ja, stimmt. Ich bin so der Typ Mensch. Also ich sage immer, ich bin ja in dem Moment bin ich ein Dienstleister und dann sage ich immer, der Kunde ist König, es ist so. Und selbstverständlich frage ich immer, was habt ihr für Lieder? Möchtet ihr gerne was Spezielles hören? Erinnerungen und so weiter. Aber ich merke immer wieder, jetzt mal vom 50. Geburtstag abgesehen, allgemein die Leute, die umso jünger sie sind, umso älter ist die Musik. Und so ist auch der Musikstil bei mir. Meine Musik basiert natürlich auf die guten alten Klassiker, Rock und so weiter und natürlich die Partymusik. Ich würde sagen, die Zeitspanne der Musik fängt bei mir 1960 an bis auf den Charts rauf und ich bin 61 geboren, ist natürlich für mich 70er, 80er Jahre ist ja für mich die Zeit, wo ich mit Musik aufgewachsen bin und ja auch mit der Musik zu tun gehabt habe. Ich habe mal überlegt, ich bin ursprünglich 1978 bin ich mit der Musik angefangen als Schlagzeuger in der Band. Und spricht 40 Jahre habe ich schon hinter mir mit Musik. Und ja, meine Meinung, mein Leben ohne Musik geht nicht. Also jetzt wisst Bescheid, wer natürlich einen DJ Ubi buchen will, also bei unserer Region ist es einfach, da im Traunsteiner Bereich. Und wenn er natürlich mal weiter wegfahren muss, dann ja, muss man natürlich das auch ein bisschen in Rechnung setzen, ist ja klar, Spritgeld und womöglich dann eine Übernachtung. Aber Nubi buchen macht Spaß, er legt sehr gut auf, immer gut gelaunt, das ist das Allerwichtigste, aber da fehlt sich bei ihm mit Sicherheit nichts. Und wie gesagt, Musikwünsche bleiben da eigentlich fast alle offen, weil er legt alles auf, was Querbeat so gibt. Aber wie kam es jetzt eigentlich zu YouTube? Ja, wie kam es jetzt eigentlich zu YouTube? Das war eigentlich von mir. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er mal so, du wärst vielleicht der Richtige, dass man gemeinsam irgendwas macht, YouTube-Video, Unterstützung oder ja, so Kochvideos. Er kocht ein bisschen gern rum und Kochen kommt eigentlich, glaube ich, immer gut an. Und Outdoor-Kochen will ich jetzt auch wieder richtig aufnehmen. Da war lange nichts mehr und da habe ich ihn halt einmal gefragt. Aber ich denke mir, es macht ihm schon ein bisschen Spaß. Ja, Helmut, kann ich nur sagen, das kann ich nur also bestätigen. Ist ja so, Musik und Film sind für mich ja nicht ein und dasselbe, sondern es sind schon zwei verschiedene Dörfer. Wenn ich als DJ da stehe, ich kann mir, einzige, was ich mir anschauen kann, ist das Publikum, wenn die Party machen und Stimmung ist und gewisse Szenen da laufen am Abend. Aber ich sag mal, der Film, der übertrifft die Musik, weil du hast als Filmer hast du natürlich Möglichkeiten ins Unendliche. Zum Beispiel dieses Outdoor-Cooking unter anderem. Oder du bist draußen in der Natur. Ja, du hast eben halt Variationen, die ich mit der Musik nicht habe. Also meine Musik ist breitfächerig, was Musik angeht, aber auch irgendwo nur ein bisschen begrenzt. Ich kann das mit der Musik nicht rausholen, was du mit dem Film machen kannst. Klar, da gibt es schon Grenzen, richtig. Und ich glaube, da ergänzen wir uns auch ganz gut. Und darum sage ich, wir machen ja nicht nur YouTube-Videos, wir machen auch außerhalb von YouTube alle möglichen Veranstaltungen, ob das Hochzeiten sind. Ja, das haben wir jetzt mit dazu genommen. Hochzeiten, irgendwelche Firmen-Events, damit man das alles in Musik und Bild festhalten kann. Also das ist so unser Ziel. Und da haben wir jetzt so Flyer gefertigt und die legen wir halt da und da überall auf und jetzt versuchen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ein paar Aufträge haben wir schon hinter uns und ich denke mal, das funktioniert. Da bin ich von überzeugt, Helmut. Aber an dieser Stelle, liebe YouTuber, er hat es schon mal angeschnitten, nicht nur jetzt bayernweit, sondern wenn es auch weiter raus ist, ist ja kein Problem. Es ist alles machbar, sage ich mal. Nichts ist unmöglich. Und mein Motto ist bei dieser ganzen Geschichte, ich habe mir dann auch ein Motto einfallen lassen, dass euer Erlebnis alles mit Ton und Bild festgehalten werden kann. Das ist unser Vorhaben eigentlich. Genau so ist es.
die nächsten Kochvideos wird es jetzt wieder geben. Und ich will, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe jetzt lange nicht mehr Outdoor-Cooking gemacht, weil einfach die Zeit nicht ist. Die Videos müssen geschnitten werden. Arbeit geht vor, Familie geht vor. Wie gesagt, das ist eigentlich, muss man alles als Hobby sehen. Und jeder Film kostet Arbeit, das wissen viele YouTuber. Also nicht einfach filmen und dann ist das alles im Kasten. Nee, das dauert lang. Man muss es vertonen und wenn man wieder keine Zeit mehr hat, speichert man das Ganze wieder ab, dann arbeitet man am nächsten Tag wieder weiter und so entstehen dann irgendwann die fertigen YouTube-Filme, final praktisch, bis es hochgeladen wird. Und das kostet halt alles Zeit. Und jetzt hat es mir aber wieder richtig angespornt, Outdoor-Cooking, weil ich habe mir nämlich ein neues Spielzeug gekauft, eine geile Römerpfanne, die habe ich schon eingebrannt. Und das ist wirklich ein mega geiles Teil und das will ich natürlich unbedingt einmal in der Natur draußen testen. Irgendwas fällt uns da schon ein, weil Gerichte, was in der Eisenpfanne gemacht werden, gibt es massig. Und das möchte ich mit ihm gemeinsam jetzt einmal durchziehen. Genau. Ja, Helmut, du hast vorhin auch schon noch angeschnitten, das muss ich dir jetzt auch nochmal, muss ich ganz lobend erwähnen. Liebe YouTuber, ich bin mit dem Helmut unterwegs, ich kann ihn tatkräftig unterstützen durch eine Zusatzkamera und so weiter und so fort, Perspektiven und so weiter. Aber ich muss dabei sagen, die Hauptarbeit bei dieser ganzen Geschichte, was Film angeht, das ist er hier, das macht er. Er ist derjenige, der da so den Löwenanteil an Job macht. Ihr braucht bloß auf YouTube schauen, das ist alles Arbeit, die der Helmut macht. So weit bin ich leider noch nicht, aber wie gesagt, ich gebe nicht auf und ich glaube, Aber das wird schon. ich schätze mal, es dauert noch seine Zeit, aber dann irgendwann kann ich auch sagen, ich kann da auch irgendwo was mithelfen. Und wie gesagt, das muss er ja noch nicht, weil eigene Kamera kaufen muss er auch noch nicht. Ich habe ja mehrere Kameras. Hier stehen jetzt zum Beispiel zwei. Und natürlich der Ton muss passen. Da habe ich nämlich eine Rode-Funkstrecke. Ja, das muss man alles sehen, das kostet auch Geld. Und ich sage immer, wer billig kauft, kauft zwei- oder dreimal. Und ich kaufe mal gleich was Vernünftiges und dann muss das funktionieren. Und das kann ich nicht verlangen, dass ihr auch irgendwas kauft, wenn wir die ganzen Geräte zur Verfügung haben. Ja, also mir fällt jetzt im Endeffekt nichts mehr ein. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Ja, ich denke, das meiste ist gesagt Ich schon. darf sagen, wir trinken zuerst einmal. Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, das ist ein Zeug, bloß einmal so ein kleiner Talk da daheim auf der weißen Couch. Also nicht wie bei einer 1, wo es die blaue Couch gibt. Wir sitzen auf der weißen Couch. Genau. Ist einmal was anderes. Also Ja, mit dem bei Sinne. der Gelegenheit, Helmut, Prost. bei euch heißt es ja, setzt mal auf den Schmatz zusammen und wir in Ostfriesland sagen, wir morgen fein Klönschnack. Prost. Also, Prost. Ich würde mal sagen, danke fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen. Gebt einen Daumen nach oben. Wem das Video nicht gefällt, der muss natürlich den Computer wieder abdrehen. Aber das nächste Video kommt bestimmt. Weil, wann geht's los? Jetzt schon mal nächste Woche irgendwann, oder? Nächste Woche werden wir irgendwann loslegen. Werden wir mal die Eisenpfanne mal gescheit testen. Also, eine mega geile Pfanne. Und da freue ich mich schon drauf. Also mit diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Helmut, die Anker Filmschmiede. Und jetzt weiß ich, ob der Ubi noch ein paar Schlussworte hat. Ja, nicht viel mehr, aber ich kann dann nur das meiste beipflichten, was Essen und Video angeht. Die bayerische Küche habe ich kennengelernt, ich habe die österreichische Küche kennengelernt und ich möchte den Helmut dann natürlich auch die ostfriesische Küche kennenlernen lassen. Und ich schätze mal, das nächste Essen, was wir machen werden, das ist das nationale Essen Ostfrieslands und zwar das Grünkohl. In diesem Sinne, liebe YouTuber, alles Gute für euch. Schaut es euch an, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, den Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, ist ja klar. In diesem Sinne, euer Uwe von der Janker Filmschmiede. Ciao. Also habe ich die Ehre, macht es gut. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Und die Abo-Glocke drücken nicht vergessen, ganz wichtig, dann bleibt es immer wieder auf dem Laufenden. Also habe ich die Ehre, macht es gut.